Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute Worte aus dem Johannesevangelium gehört. Und in diesem Evangelium, in diesem kurzen Bibelabschnitt begegnet uns Dreieinigkeit Gottes. Indem Maria betet, spürt sie die Präsenz des Gottvaters. Dann begegnet sie Jesus Christus, Sohn Gottes. Und Jesus Christus geht weiter zu den Jüngern und haucht ihnen Heiliger Geist, was uns auch eben am Alten Testament erinnert, wo auch Gott in Menschen einen Geist eingehaucht hat. Dieses Evangelium entstand in einer Zeit, in der viele Christinnen und Christen schwierige Zeiten erlebten und nach Trost suchten. Es ist ein Evangelium, das besonders tief ins Herz spricht. Es lädt uns ein, Gott in unserem Leben zu begegnen. Und genau dort beginnt auch unsere Geschichte. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. In diesem schmerzlichen Satz liegt ganze Welt. Eine Frau steht da, still und verletzlich, mit Tränen in den Augen, weil sie ihren Lehrer Jesus verloren hat. Sie steht vor dem Grab. Sie bringt auch vor dem Grab nur mit ihrer Liebe und mit der Sehnsucht nach allem, was zerbrochen ist. Einige von uns erkennen sich wieder in Maria Magdalena. Erinnerungen steigen auf an Menschen, die uns fehlen, an die Ehepartner, die uns durchs Leben begleitet haben, an Freunde, Geschwister oder gute Nachbarn. Auch Zeiten kommen in den Sinn, in denen das Herz schwer war. Und wie geht es weiter? Jesus Christus sagt uns, ich bin bei euch, auch dann, wenn wir uns allein fühlen. Und Maria bleibt stehen. Sie hält aus, was weh tut. Sie steht vor dem Grab und bringt ihre Trauer vor Gott. Aus diesem Ort der Tränen geschieht etwas Entscheidendes. Gott kommt ihr nahe. Es ist eine leise, aber tiefe Zusage für unser Leben. Gott kennt unsere Tränen. Er sieht, was wir getragen haben und noch was wir tragen. Und er kommt uns entgegen in den Momenten, in denen unser Herz schwer ist. Maria schaut in das Grab und sieht zwei Engel und sie sprechen zu ihr. Dynai, o Frau, warum weinst du? Das Wort Frau im griechischen Gyne hat an dieser Stelle eine besondere Bedeutung. Es ist mehr als eine nüchterne Anrede. Es bedeutet auch geehrte Frau, gnädige Frau. Maria wird in ihrer Trauer und in ihrer Würde angesprochen. Das ist wichtig für uns. Gott sieht uns in unserer ganzen Würde, auch wenn wir traurig sind, auch wenn wir schwach sind und wenn der Schmerz in unserem Leben Spuren hinterlassen hat. Unsere Tränen haben vor dem Gott einen Wert. Sie gehören zu unserem Leben und sie dürfen da sein. Maria spricht aus, was sie bewegt. Sie haben meinen Herrn weggenommen. In diesen Worten liegt Liebe, Verlust und Sehnsucht. So dürfen auch wir sprechen. So öffnen auch wir unser Herz Gott.
Maria wendet sich und sieht Jesus stehen. Aber sie erkennt ihn nicht. Auch das gehört zu unserem Glaubensweg. Gott ist da, aber wir erkennen ihn nicht sofort. Jesus fragte sie: O Frau, wen suchst du? Diese Frage geht tief in unser eigenes Leben hinein. Wenn wir suchen in unseren Erinnerungen, in unseren Sehnsüchten. Maria sucht Jesus, den sie verloren hat. Sie sucht einen Toten. Aber Gott schenkt ihr den Lebendigen. Oft bleibt unser Blick zunächst an dem hängen, was vergangen ist. Aber Gott wirkt weiter, ruhig und verborgen, oft ganz anders, als wir es erwarten. Wenn wir Maria Magdalena am Grab sehen, dann begegnen wir einer Frau mit einer bewegten Geschichte. Maria Magdalena wird auch Maria von Magdala genannt. Magdala war ein Ort am See Genazareth und liegt im Norden des heutigen Israels. Von dort stammte Maria. Aus der Bibel wissen wir, Jesus hat sie von mehreren Dämonen befreit. Heute verstehen wir es als Ausdruck seelischen Leiden. Maria ist Jesus nachgefolgt. Sie ist bei ihm geblieben bis zum Kreuz. Während viele geflohen sind, bleibt sie. Maria Magdalena steht für Treue, für eine Liebe, die durchdringt, für eine Beziehung zu Jesus, die gewachsen ist durch Erfahrungen, durch Heilung und durch Vertrauen. Diese Frau ist es, die am Grab steht. Jesus spricht sie an und sendet sie in die Welt mit der guten Nachricht, dass er auferstanden ist. Das ist bedeutsam für uns heute. In einer Welt, in der Frauen sowie schwache Menschen oft übersehen oder an den Rand gedrängt werden, stellt Gott einen solchen Menschen in die Mitte. Es ist eine kraftvolle Erzählung von einer Liebe, die stärker ist als der Tod. In der östlichen Kirche wird Maria Magdalena sogar als den Aposteln gleichgestellte Frau verehrt. Sie wird Apostolin der Apostel genannt, weil sie die Botschaft zu den Aposteln bringt. In dieser Tradition wird Maria Magdalena nicht als Sünderin beschrieben, sondern als eine Frau, die Befreiung erfahren hat und zu Jesus Schülerin geworden ist. In der westlichen Kirche wurde sie über lange Zeit mit anderen Frauen aus dem Evangelium in Verbindung gebracht. Dadurch entstand ein falsches Bild von ihr als Sünderin. Heute wird wieder stärker berücksichtigt, was die Bibel selbst zeigt. Ihre besondere Rolle als Zeugin und Verkünderin der Auferstehung. So wird ihr Leben zu einem Weg von der Heilung zur Nachfolge. Darin liegt ihre besondere Bedeutung. Gott hat in ihrem Leben gewirkt. Und vielleicht finden wir uns in Maria wieder, in ihrer Treue und in ihrer Hoffnung, dass Liebe stärker ist als der Tod. Und gerade in der Sehnsucht von Maria,
In diesem offenen Herzen geschieht etwas ganz Entscheidendes. Jesus spricht sie an. Maria. In diesem einen Wort liegt Nähe, Beziehung und Leben. Es ist kein langer Satz, nur ihr Name. Und dieses Wort verändert alles. Jesus kennt sie. Er ruft sie persönlich. Er hat Maria wie eine Schwester geliebt, in einer tiefen, tragenden Beziehung. Und in diesem Moment erkennt sie ihn und antwortet, Rabbuni, Meister. Auch wir sind bei Gott bekannt. Er kennt unseren Namen, unsere Freude und unsere Wunden. Und manchmal geschieht es, dass ein Wort, ein Gebet, ein Gedanke uns innerlich berührt und wir spüren, Gott spricht mich an. Wir hören die schöne Musik und genießen die liebevolle Egli-Figuren-Szene. Und dann geht es mit der Predigt weiter. Maria möchte Jesus festhalten und ihn umarmen. Jesus sagt jedoch zu ihr, halte mich nicht fest. Er lebt nur in einer neuen Wirklichkeit. Denn er ist von den Toten auferstanden. Er steht nicht mehr unter den Grenzen von Raum und Zeit. Darum verändert sich auch die Beziehung zu ihm. Jesus sagt das, weil er auf dem Weg zum Vater ist. Maria wird lernen, ihn auf eine neue Weise zu erkennen. Das berührt auch unser eigenes Leben tief. Wir kennen dieses Gefühl, Menschen umarmen zu wollen, die nicht mehr da sind. In diesem Moment denke ich an meinen Vater. Als er starb, lebte er weit entfernt, über 4000 Kilometer weg von mir. Ich konnte kein Flugticket bekommen, ich konnte nicht zur Beerdigung reisen. Ich konnte ihn weder umarmen, noch seinen Sarg berühren. Ich war fern vor dem Haus meiner Eltern. Und das hat wehgetan. Ich wollte meinen Vater umarmen, wie Maria Magdalena Jesus umarmen wollte. Trotzdem blieb mir etwas anderes. Ich konnte für ihn beten, auch für meine Familie konnte ich beten. 2 Monate später sah ich meinen Vater im Traum. Im Traum war er gesund, jünger und wir konnten uns umarmen. Abschied nehmen auf eine andere Weise. Die Beziehung hat sich verändert. Aus tiefer Trauer wurde nach und nach Dankbarkeit für unsere gemeinsame Zeit. Jesus sagt zu Maria, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich auferstanden bin. In diesem Moment verändert sich etwas Grundlegendes. Die Frau, die eben noch am Grab stand und weinte, wird in Bewegung gesetzt. Auffallend ist dieses Wort, meine Brüder. Jesus spricht von den Jüngern, die ihn verlassen hatten, die aus Angst geflohen sind. Maria ist mutig gewesen und bei Jesus geblieben. Und trotzdem nennt er sie Brüder. Nach allem, was geschehen ist, nach Verrat, Angst und Weggehen, spricht er ihnen Beziehung zu. Er stellt die Gemeinschaft wieder her.
Das ganze Evangelium, die frohe Botschaft, in diesem einen Wort enthalten. Jesus, der auferstandene Herr, nennt uns seine Brüder und Schwestern. Ich fahre zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist eine tiefe Botschaft. Jesus hält an den Menschen fest. Er sieht das Versagen ebenso wie die Beziehung. Er eröffnet einen neuen Anfang. Und Maria wird zur Botin dieser Botschaft. Jesus nimmt sie hinein in etwas Neues. Sie darf weitergeben, was sie erfahren hat. Ich habe den Herrn gesehen. Dieser Satz ist einfach, doch er enthält alles in sich. Aus der Trauer wird Sendung, aus dem Suchen wird Erkenntnis, aus dem Grab wird ein Anfang. Das ist auch für uns eine Einladung. Auch unser Leben kann etwas weitergeben, vor allem aber in kleinen Gesten. In einem Gebet für die Menschen, die uns viel bedeuten, aber auch für die Menschen, die uns vielleicht wehgetan haben. Oder in einem freundlichen Blick. Ein gutes Wort kann ein Herz berühren. Ein stilles Dasein kann Trost schenken. Ein Gebet kann verbinden über das hinaus, was wir sehen. Maria wird zur ersten Zeugin und erzählt weiter, was sie erlebt hat. Darin wird sie uns zum Vorbild. Auch wir geben weiter, was uns im Glauben geschenkt ist, oft leise auf unsere Weise. So zeigt sich, auch nach der Trauer geht Leben weiter, getragen von der Erfahrung, dass Jesus Christus lebt und bei uns bleibt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir auf diesen Bibeltext schauen, dann wird deutlich, diese Geschichte erzählt von damals und spricht zugleich in unser Leben heute hinein. Maria Magdalena steht für viele Wege, die wir selbst gegangen sind. Wege der Liebe, Wege der Trauer, Wege der Suche und Wege des neuen Vertrauens. Ich denke auch heute noch an meinen Vater und ich sehe, er hat nicht immer meinem Bild von einem Vater entsprochen. Und auch ich war nicht immer so für ihn da, wie ich es mir wünschte. Trotzdem war zwischen uns eine Liebe, unsere Liebe und zugleich etwas Größeres, Gottes Liebe, die uns getragen hat, auch durch das Unvollkommene hindurch. Eine Liebe, die verzeihen kann und die bleibt. Das ist auch die wichtige Botschaft dieser Geschichte. Zwischen uns Menschen lebt Liebe. Und in dieser Liebe wirkt Gottes Liebe. Sie verbindet uns, sie hält uns, sie geht über das Sichtbare hinaus. Und wir können darauf antworten. Wenn wir beten, bleiben wir verbunden mit Gott und mit den Menschen, die uns am Herzen liegen. Wenn wir ein Gespräch führen, wenn wir zuhören, wenn wir ein freundliches Wort schenken, dann wird diese Liebe lebendig. Und manchmal genügt es, einfach da zu sein, still und gegenwärtig. Auch darin wirkt Gottes Liebe. Maria Magdalena geht und erzählt, was sie erlebt hat.
So zeigt uns der Bibeltext. Tränen werden gesehen, Namen werden gerufen, Liebe bleibt. Unsere Liebe und Gottes Liebe, die alles trägt. Und so gehen wir weiter, getragen vom himmlischen Vater, begleitet vom Sohn Jesus Christus und erfüllt vom Heiligen Geist. Amen.